Runde geht um ihre Bilderbücher. Das heisst, es sind ja Bilderbücher der Kinder. Es ist eine ruhige, dunkle Nacht. Der Schnee fällt schon seit Stunden runter und eine wohltuende Stille und Ruhe liegt über dem ganzen Haus, über der ganzen Strasse und über der ganzen Stadt. Die Kinder schlafen tief und fest in ihrem Bett, während das Licht vom Mond nur schwach durch das Fenster scheint. Der Lulu und der Robby, die sind aber hellwach und schlafen leise aus ihrem Bett. «Was sollen wir heute Nacht machen, Lulu?» fragt Robby, während er fröhlich von einem Küssi zum nächsten hüpft. Der Lulu überlegt ein Momentchen und nachher funkeln seine Augen vor Aufregung. «Weisst du was? Miau, was wir könnten machen?» «Nein, sag mir's!» «Ja, wir könnten doch die Bilderbücher der Kinder anschauen. Die haben so viele schöne Bücher. Miau, mit Tieren, mit Baustellen und Wimmelbildern.» «Ah, das ist eine grossartige Idee», ruft der Robby begeistert. Er wackelt mit seiner Schwanzflosse und springt in Richtung Bücherregal. «Ich liebe Wimmelbücher», sagt er. «Miau, und die mit Bagger und Baustellen. Es gibt immer so viel zu entdecken. Miau!» Die beiden tapsen zum Wagen. Dort, wo die bunten, farbigen Büchlein ordentlich aufgereiht und versorgt sind. Der Lulu klettert geschickt auf einen Stuhl, während der Robby mit all seiner flauschigen Kraft probiert, ein besonders dickes Wimmelbuch aus dem Wagen rauszuziehen. «Hilfe, das Buch ist viel zu schwer», keucht der Robby, zieht aber tapfer weiter. «Aber ich will es unbedingt anschauen, unbedingt.» «Miau, warte, ich helfe dir», sagt der Lulu und springt vom Stuhl über. Und zusammen schleifen sie jetzt das riesige Buch aus dem Wagen raus. Es ist ein grosses Wimmelbuch, vollgepackt mit Bildern. Aus dem Zoo, aus Baustellen und auch Bauernhöfen. «Miau, schau mal, Robby, ein Bär!» ruft der Lulu begeistert und zeigt auf die erste Seite. «Und der hat einen Hut an, so lustig!» «Der sieht ja fast aus wie ein Mensch», lacht der Robby. «Und da ist ein Affe. Der fährt auf dem Traktor. Komisch.» «Miau, und dort hinten, schau mal, ein Hund mit einem Bauhelm», sagt der Lulu und zeigt auf ein anderes Bild. «Vielleicht ist das ja der Bauleiter.» Die beiden lachen und blättern gewunderig durch die Seiten. Jedes Bild hat eine neue, verrückte Geschichte zu erzählen. Und sie erfinden zu jedem kleinen Detail, das sie sehen, eine kleine Fantasiegeschichte. «Miau, schau mal, ein Elefant arbeitet mit einem Kran», sagt der Lulu aufgeregt. «Vielleicht hat der Baumstamm für ein neues Gehege zu bauen, so hoch.» «Miau!» «Ja, und der Maulwurf da unten», sagt der Robby. «Der fährt mit dem Bagger rum und grabt Löcher. Vielleicht baut er gerade einen grossen Spielplatz, der grösste der ganzen Welt.» «Miau, das wäre fantastisch», jubelt der Lulu. «Der Elefant und der Maulwurf, die arbeiten zusammen, um etwas Wundervolles und Wunderschönes zu machen.» Sie blättern weiter und kommen zu einer Baustellenseite voller Maschinen. Der Lulu kann fast nicht mehr still sitzen. «Miau, schau, Robby, da ist ein riesiger Kipplaster. Der transportiert den ganzen Berg Herd durch die Weltgeschichte umeinander. Von hier, vom Loch, bis über zu der Baustelle. Vielleicht können wir auch mal auf so einem fahren. Miau!»
Ja, und hier ist ein Bagger, sagt der Robby. Ich glaube, der buddelt gerade ein Tunnel zu einem unterirdischen Versteck. Miau! Oder er baut eine riesige Hölle, voll mit Küssen, wo wir uns verstecken können. Der Lulu strahlt und der Robby auch vor Begeisterung. Die beiden verlieren sich fast ein bisschen und verirren sich ein bisschen in ihren Fantasiegeschichten und lachen über ihre Ideen, bis sie zur letzten Seite des Buches kommen. Dort entdecken sie ein Wimmelbild von einem Zirkus. Und dort hat es alles voll Tiere. «Schau mal, Lulu, ein Hund jongliert mit Bau!» rief der Robby. «Miau! Ja, und dort balanciert der Affe auf einem Seil. Der ist unglaublich geschickt», sagt der Lulu, beeindruckt. «Nein, fast so geschickt wie du», sagt der Robby und kichert. «Du könntest schon im Zirkus auftreten, Lulu.» «Miau, ja, ich will auch mal auf so einem Seil balancieren. Aber ich glaube, ich müsste noch sehr üben. Miau.» «Der Affe, der kann das schon ein bisschen besser als ich. Miau.» «Ja, und ich könnte ein Wasserakrobat werden», rief der Robby begeistert. «Ich komme nämlich durch den riesigen Reifen und mache Sprünge in schillernde, glitzerige Wasserbecken rein.» Und die beiden lachen und blättern immer weiter und immer wieder durch die schönsten Seiten durch. Aber plötzlich, als sie das Wimmelbuch anschauen, merken sie, wie die Seiten anfangen zu flimmern vor ihren Augen. Die Tierchen auf den Bildern bewegen sich und ein leisliches Rauschen hört man plötzlich im Raum. «Was passiert denn da?» fragt Robby mit grossen Augen. «Miau, ich glaube, das Buch wird lebendig.» Und bevor sie es merken, werden sie irgendwie wie magnetisch direkt in das Wimmelbuch hineingezogen. Und plötzlich stehen sie mitten auf der Baustelle, umgeben von den Bauarbeitern, von den Kränen und von den Baggerschaufeln, die tatsächlich von den Tieren gesteuert werden. «Lulu, das ist ja das grösste Abenteuer überhaupt», ruft Robby, währenddem ein Maulwurf ihm eine gelbe Bauarbeiterweste gibt. «Miau, komm, wir packen an, Robby», sagt der Lulu. Und jetzt helfen die beiden, die Baustelle aufzuräumen, steuern Bagger und arbeiten Hand in Pfoten mit den Elefanten und den anderen Tieren, die fröhlich an einem riesigen Spielplatz bauen. Und am Ende dieser Nacht staunen sie über das fertige Werk. Ein schöner, prächtiger Park mit giganten Rutschbändchen und Sandkästen und einem Kletterparadies. «Miau, das ist unglaublich», sagt der Lulu, als er einen feinen Wind spürt auf seinen Backen. Und plötzlich sind sie wieder zurück in der Stube, auf dem Sofa mit dem Bilderbuch. «Ich will noch mal ins Buch», ruft Robby, bevor er geht und sich ins Küssi hineinkuschelt. «Miau, vielleicht morgen», sagt der Lulu. Und gleich schlafen die beiden ein. Gerade an Ort und Stelle, genau dort, mit dem Buch. Und so endet die magische Reise in die Welt der Bilderbücher. Mit einem Abenteuer, das sie nie werden vergessen, die zwei Freunde.